Vorräte und... Salut zusammen, da ist der Rufus. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Diamonds Are Forever. Heute mal mit einer anderen Shotgun, und zwar mit der Shotgun, wo eventuell ein paar würden sagen, die ist overpowered. Dazu will ich mich nicht äußern, aber ihr wisst alle, welche Shotgun sie meinen. Die Remington 870 Pump Action. So, kommen wir zu der Theorie. 8 Schüsse normal, 11 Schüsse Extended Max und Damage, das hat mich jetzt eigentlich noch erstaunt. 50 Max und 10 Min Damage. Rounds per Minute 80, also schießt, wie soll ich dem sagen, langsam ist es nicht, aber schnell ist es eigentlich auch nicht. Also es ist so im Mittelmaß, aber für eine Shotgun ganz okay. Max Range ist 53. Das bedeutet, ab 53 Meter bekommt man gar keinen Hitmarker mehr über. Und Movement Speed ist bei 100% wie bei allen Shotguns. Und Hip Spread ist high, also sehr gut, meine ich eigentlich. Hoch, so. Ja, genau. Die hat auch noch einen speziellen Reload, genau wie KSG. Und zwar ist das, ich werde es euch jetzt auch einfach vorlesen. 0,92 die erste Patrone, 0,52 jede weitere und 0,9 der End Reload. Also ist sie mit 1,8 plus das, also 2,3, etwa 2,4 Sekunden. Ja, im Mittelmaß, also eher eigentlich klein, ja, es ist etwa gleich schnell wie die S12. Ein bisschen langsamer als die M1216 und viel schneller als die KSG, mit Abstand die langsamste. So, das ist die Theorie und jetzt kommt so ein bisschen mein Aspekt. Ich habe mit der sehr wenig gespielt. Ja, du hast sie einen Diamant, ja ich weiss, aber ich habe sehr wenig gespielt. Das hat nämlich meistens der Mr. G übernommen, wenn er bei mir war. Und als ich dann zu den Shotguns kam, habe ich gefunden, das ist... Also die Shotguns habe ich gemacht im... etwa März. Also relativ spät eigentlich. Das war etwas vom Letzten, was ich gemacht habe. Und dann habe ich mal gefunden, okay, jetzt darf ich auch mal mit der Remington spielen. Und habe dann gemerkt, dass mir eigentlich nur noch 2 Sachen fehlen, dass ich sie geholt habe. Irgendwie Blutrünstung und Vergeltung war es, glaube ich. Ich bin also nicht so viel eigentlich zum Spiel gekommen. Aber merci, dass du das mir gemacht hast, G, das ist ganz lieb. Obwohl mit dieser Waffe hätte ich es glaube auch noch gerne gemacht. Weil sie ist wirklich gut. Sie ist gut und ich hasse es, wenn es jemand braucht gegen mich. Selber brauche ich sie sehr wenig, weil ich einfach das Gefühl habe, es ist ein bisschen einfach. Aber da bin ich eigentlich selber schuld, weil ich habe das Game gekauft, ich darf theoretisch brauchen, was ich will, oder? Aber ja, ich hasse es zu sterben und ich habe heute ganz kurz mal mit ihr gespielt. Spielen tue ich eigentlich noch gerne, habe ich gemerkt. Aber etwas, finde ich, geht gar nicht. Und zwar, sie ist so inkonsistent und ich hasse inkonsistente Waffen. Und ich habe jetzt gerade ein, ja... Ich weiss nicht, ob ich den Clip euch zeige, aber jetzt gerade so ein Game gehabt, da habe ich 4 Hitmarker auf einen bekommen, aber er steht vor mir. Und es ist Hardcore. Ohne Scheiß, ich habe 4 Hitmarker im Hardcore bekommen. Ich könnte kotzen. Und dann killt sie wieder auf, was haben wir gesagt, irgendwie 53 Meter oder so. Es ist ganz extrem. Aber ich kann es verstehen, dass sie viele brauchen. Es ist wirklich eine gute Waffe. Aber eben, ich hasse es zu sterben, ab der selber brauchen. Ja, ab und zu schon mal. Das wäre es schon wieder von dieser Waffe und von dieser Episode mit Diamonds Are Forever. Und merci vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Schöne zusammen.